Ekran! Tranen jährlich ab, aus Warnen war. Hey, kommt ran mit mir! Hier reden wir über wo wir kennen mit Gott durch das Leben ranen. Met Jünd als Eduard Giesbrecht. Welkom zu dieser Serie von Ekran. Diese Serie wird auf einem Jugendcampamento hier in Bolivien gefilmt und das Jugendcampamento wird von Impacto Vertical organisiert. Der Redner ist Walter Niefeld. Und in dit Programm, wir op een avond wo wir viel Zeugnisse der hier von Jugendlichen, die ein schweres Leben gehad haben, aber ein schweres Heim gehad haben. Und wir wollten in dieser Situation Mut merken, naar Gott zu gehen. Und dass Gott die Kraft ist für alle ihre Probleme und dass er zu durchdringen kann, oder durch helfen kann. Und ich möchte auch für die, das ist auch mein Wunsch für die, dass Gott kann die durch diese schwere Zeit, wenn du in einer bist, du rüttere oder du mit die Tag durchgehen. Mocht das ein Sehen sein für dich? Vandaag und ein Wort sehr an den Horte kommen, dat Lieden, dat viele von uns von thuis mitbringen. Und ich will Ihnen sagen, es kommt die Zeit, wo wir das anders sein. Ich sehe auch in sein Haus abgewaschen. Ich habe sehr Angst gehabt. Sehr Angst. Und ich habe von klein ab gehört, wo das Haus wäre, was wir hier auch gehört haben. Ich habe für viele von denen wir hier sind, ohne das zu vertalen, habe ich so was mitgelebt. Und die, die das nicht haben, die haben einen besonderen Sehen. Aber weet je wat? Wir müssen daran denken, dass unsere Eltern vielleicht in ihrer Jugendzeit nicht Impacto Vertical gehabt haben. Sie haben nicht die Gelegenheit gehabt, das Wort zu hören, so sie das haben. Ja? Sie sind auch alle in einem Elternhaus abgewaschen, wo das so wie. Und ihre Eltern auch. So, sie haben sich vielleicht aus den Jungen verleibt werden, genommen, sie wollen das besser machen. Aber aus einer Kraft haben sie es nicht gekonnt. Deswegen ist es geworden, so es geworden ist. Meine Mann hat für mich ein paar 50 Jahre lang gebet. Ich habe so lange gebet und sage ich, Gott, lass meinem Vater auch der Chance kommen, bevor er das Denken verliert. Und weet je, met 80 Jahren, als mein Vater 80 war, nu ist er 86, als er 80 war, dann dreht er ganz um. Hij ging immer zur Church, aber thuis, da wohnte er bei seinem Freund. Aber dann auf einmal sieht er sich los von bei seinem Freund. Und dann auf einmal fängt er an, die Bibel zu lesen. Dann auf einmal fängt er an, Verzeihung zu fragen, uns aus Kenia. Und Mama. Und dann hat er nicht mehr streiten. Dann hat er mit Mama die Bibel lesen. Und weet je, ich bin 52 Jahre, ich bin ein Opa. Wir haben mit Anita 3 Kinder und 4 Großkinder. Aber für mich, von meinem Vater her, im Pflegeheim, ich will die noch sagen, ich ziehe die Geld. Meine ältere Schwester, ich vertelle das all, ich kriege mit, ja, das saß ja alles, den ersten Kuss vom Paar, das wird für dich so was gerautet. Aber weißt du, Paar hat das nicht anders getan von uns. So, einmal in unserem Hort klar sein, dass wir das verzeihen, dass wir von uns Gebet haben, was uns passiert ist. Aber ein zweiter Punkt liegt mir auf dem Hort. Wenn Sie wem utsehen für Ihren Partner, denkt daran, ohne Jesus, wo ihr nicht besser sein als Ihre Eltern. Wenn Sie einen Freund haben, der nicht mit Jesus ist, der wird nicht besser sein als Ihr Paar. Wenn Sie eine Freundin haben, das wird thuis nicht besser sein. Bloß Jesus kann uns helfen, dass wir nicht das selbe Modell, den selben Fluch wiederleben. Von einer Generation in eine andere Generation. Okay? Das ist ein Fluch. Und Jesus hat mir geholfen, meine Jugend diesen Fluch zu brechen. Aber ich habe auch als Vater viele Fehler gemacht. Und vorher musste meine Kinder fragen,
of ze mij verzeiht hebben. Ja? Meine Kinder wollen das anders machen als ich. Und sie haben auch Fehler gemacht. In unserer Familie haben wir auch Schwere erlebt. Und sie dachten, ich habe einmal von Jesus was. Sie haben 2 Kinder, sie haben sich das Jahr befreit. Zum 2. Mal in Deutschland, wie wir da, dass wir so etwas wie meine Freunde nie gelebt hatten, dass das in unserer Familie passiert. Unsere Kinder haben von ganz jung ab gelehrt, zu beten, Jesus in ihr Hort abgenommen, eine Gemeinde gedient. Gott hat nicht gelehrt. Aber auf einmal lebte sie das auch ohne Gott ging. Und traf Entscheidungen, die große Folgen haben. Die große Folgen haben. So, ich mag keinen Mut. Ich mag keinen Mut, gut mit Jesus, auch wenn ihr 1000-mal handvolle, aber traf nicht die Entscheidung von Jesus wegzugehen. Willst dann sind die Maria die und ja den anderen Lieder waren. Bei 10 Jahren, von hier 10 Jahre wieder, oder 20 Jahre wieder, wo ich eine Kinder hier satte und sagte, ich habe so geleden, weil ich ein paar Mal bloß gestritten habe. Und die zei vandaar, ik word niet zo worden als mijn pa. Ik word niet zo worden als ma. Stimmt euch. Du wirst kreuzen. Du wirst nicht besser. Von dir wirst du nicht besser. Bloß Jesus kann uns change, dass wir wirklich anders werden. Dass der Betternis ruht, dass der Leben entkommt in unserem Hort, dass wir lernen zu leben, dass wir lernen, unsere Kinder eine Umarmung zu geben, einen Kuss zu geben, dass wir lernen, als Vater, wenn wir mal ein Kind haben, eine Mial, die zu respektieren und auch zu lernen, dass sie viel wert ist und auch nicht zu misshandeln und dass sie weiß, dass sie ein Kind Gottes ist. Dort leben wir bei Gott. Dort leben wir nicht auf der Gas. Dort leben wir nicht auf ein Freund irgendwo eine Fiesta, mit einem Freund irgendwo eine Fiesta. Dort leben wir bei Gott. Diese Verdammnis, die viele von Juden immer fehlen, nu zie ich gefallen. Nu ist Gott weich von mir. Und ich will dir sagen, wenn du fällst, dann fällst du in Gott seine Hand an. Gott ist nicht so ein Gott, dass er Fuß von uns weicht, wenn wir gefallen sind. Er ist nicht ein Vater, der uns von Tüß weich jorget hat. Es ist ein Unterschied, wenn wir eine Sinn begonnen, als wenn wir eine Sinn leben. Weet je, die wat ohne Jesus ist, die eine Sinn leben und sagt, das ist gut so. Das ist richtig, wenn ich Ram hohe, das ist richtig, wenn ich süb, wenn ich Fleetchen do, wenn ich lehen do, wenn ich plüdern do, das ist so mattet. So mattet. Ich word den Wiese, wo der Wasch ist. Aber wenn wir nach Jesus gekommen haben, und wenn der in Sünde fällt, dann weiß er in seinem Hort, das, was ich nu tue, das wäre nicht richtig. Ja? Wir haben ein Gewässer darüber. Und wir wissen, dass wir bei Jesus Vergebung finden und keine Mal nie anfangen, in die Richtung Jesus nur zu folgen. Das ist der Unterschied. Wir genießen nicht den Sinn. Wir freuen uns nicht ohne Sinn. Weil wir wollen nicht die Zukunft, die den Sinn bringt. Die Zukunft von der Sinn ist der Tod. Und das ist der ewige Tod. Wir wollen mit Jesus gehen. So viel gelebt, jeden Tag von Jesus. Weil sie haben Jesus kennengelernt. Und das ist so wunderbar. Und wenn wir ohne Jesus gehen, dann der wir weiter, dass wir keine gute Zukunft haben. Ich will einen Bibelvers lesen. Seit was der Vater uns für ein Leben bewiesen hat, dass wir Gott seine Kinder genannt wurden. Und wir sind dort wirklich. Die Welt kennt uns nicht, weil sie am nicht kennt. Liebe Freunde, wir sind nur all Gott seine Kinder.
Dort ist aber noch nicht für ein Tag gekommen, was wir nachher sehen wollen. Wir weiten aber, wann wir hier, wir weiten aber, wann er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist. Und wir wollen so sein, als er ist. Und jeder, der seine Hoffnung auf Christus sagt, wird sich reinigen, so als er auch rein ist. Wer sündigt, das erreicht. Will sündigen, es sich verschulden gegen Gott und gegen seine Geboten. Sie weiten, dass Christus gekommen ist, den Sinn wahrzunehmen, in ein Arm es keine Sinn. Wer mit Christus verbunden ist, wird nicht in Sinn leben. Ein Christ kann fallen, aber er lebt nicht im Grohe. Er steht ab. Er steht jeden Tag wieder ab. Und ich wünsche, dass für uns allen, dass wir jeden Tag abstehen in einen Schritt mit Jesus gehen. Jesus weiß, dass wir schwach sind. Jesus kennt unsere Troubles. Er läuft uns mit all dem. Er läuft auch unsere Eltern, auch denen, die uns sehr weh getan haben. Und er will, dass sie gerat worden. Und weißt du was? Es kommt vielleicht der Tag, wo je sein worden, wo thuis vielleicht wat anders worden. Meine Frau kommt von einem Heim, wo vorher wir ein aggressiver Alkoholiker ist. Sie musste von klein ab von thuis waschen ran. Aber als er 58 war, hat wir die Gelegenheit, mit einem versöhnlichen Sache zu machen, der am halben von wir trocken von da, wo er wohnt, war ich in einer anderen Stadt, nur da, wo wir wohnten. Von dem Tag an, hier der ab der Drinche, er ging in die Church, er bezieht sich, er befreit sich an jeden Wort von seinen 13 Kindern, er sein ganzes Leben dreht an. Und 2 Jahre später, der hat einmal boom, dann wäre er bei Jesus gestorben. Er fiel noch im Krankenhaus, und er will kein Leben werden. Er starb mit 60 Jahren. Aber er starb mit Jesus. Sein letztes Wort wie Jesus Christus. Und wie hat es können sein, wo die letzten 2 Jahre von 58 bis 60 sein ganzes Leben sich verändert hat. Weißt du, die Welt sagt, ich will wem finden, der mich leidlich macht. Und alle fangen so eine Liebschaft an. Und alle waren so bankrott. Weil es waren 2 Stunden eine Rechnung aufmachen, ein Bett bloß live aufnehmen, und keiner live nennt holt. Dann sind sie bankrott. Ja? So, wir als Christen weiter, dort waren wir mit ein paar, ich mit meiner Frau, ich weiß, meine Aufgabe ist, leidlich zu machen. Und sie haben den selbsten Gedanken, mich leidlich zu machen. So, dann kommt auf dem Konto von der Leben einmal was ab. Das ist nicht, dass ich nicht Fehler mache, oder dass sie nicht Fehler macht. Ja, aber das ist ein Bewusstsein. Und ich frage dich, bist du von da bereit, wem leidlich zu machen? Wenn nicht, dann dauert ihr noch nicht ein Boyfriend seht oder eine Freundin. Dann lohnt ihr den Geist Gottes und ihr arbeiten. Aber ihr sagt, ich weiß, mit Gott sind ich not, sie ich am Stehen. Die Person leidlich zu machen, der meine sieht, was sein. Ich wurde nicht utnutzt, ich wurde nicht ohrmach. Ich wurde nicht an 10 Jahren, beinahe 10 Jahre vertwiebelt, dass die Welt gehen und nicht weiß, wo sie leben kann. Ich will mich lassen changen von Gott. So, dass ich morgen noch mal eine Person leidlich machen und meine sieht, und wenn Gott uns gnädig ist und Kinder schenkt, dass er wurde Kinder in ein leidliches Tuss abwas. Dort will Gott ihn schenken. Für diejenigen, die eine Frau Tuss gehabt haben, denen will ich die Warnung geben. Spielt nicht mit der Sünde. Und wenn die einen guten Tuss gehabt haben, dann läuft nicht, Jün Tuss wird auch gut sein, gut so ohne Gott. Das wird nicht. Vielleicht hast du einen guten Tuss gehabt, jemand sagt dir, ich habe einen guten Tuss gehabt. Willst du deine Eltern sind mit Gott gehen? Aber dann nimm das ernst und geh auch mit Gott. Und seh Gott. Und lebe mit Gott. Okay? Ja? Das Programm wird in Bolivien produziert. Wenn du Frauen oder ein Thema hast, dann schreib uns nur ans Facebook von Ekran oder schreib uns ein E-Mail nur ekran@gmail.com.